Wie die meisten Männer habe auch ich einen Typ. Nicht diese Art von Typ. Diese Art von Typ. Da wir das nun geklärt haben, reden wir über das heutige Auto. Es handelt sich hierbei um einen kleinen Crossover und die kommt für gewöhnlich farbenfroh und mit furchtbaren Automatikgetrieben daher. Nicht aber der hier. Der fühlt sich nämlich ganz wohl in der Gesellschaft. Aber glaubt ja nicht, dass ich mich verlieben werde, nur weil 2 Hebel aus der Mittelkonsole rausragen. Bei Ford scheint jemand komplett den Verstand verloren zu haben. Es ist schon schwierig genug dieser Tage einen Handschalter zu verkaufen, aber einen Handschalter in einem Crossover? Wer ist die Zielgruppe dafür? So, worum handelt es sich hier? Nun ja, der Puma ist kein kleines Coupé mehr, es ist nun ein kleiner Crossover, der auf dem Fiesta basiert. Im Prinzip hat den Puma dasselbe Schicksal wie den Mitsubishi Eclipse ereilt. Nur mit dem Unterschied, dass Ford wirklich was draus gemacht hat. Apropos Fiesta. Den ST gibt es ja da mit dem 1,5 Liter, 200 PS Dreizylinder. In dem Sinne ist der Puma ST ein Fiesta ST auf Stelzen. Ob es nun ein Nachfeierabendprojekt von irgendwelchen Ingenieuren war, die die Unterschrift von deren Manager gefälscht haben, oder ob es sich um eine Marketingübung handelt, um den Puma und das Rallye-Projekt zu verknüpfen. Keine Ahnung, aber Handschalter ist Handschalter. Oder etwa doch nicht. Wenn ich mir das Interieur so ansehe, dann muss ich zugeben, die Ford-Leute haben das ST-Thema ernst genommen. Schaut euch nur mal diese Recaros an. Die sind super und auch super bequem. Auch wenn sie mal wieder für mich ein bisschen zu eng geschnitten sind. Und da wäre dann noch der Infotainment-Bildschirm, der irgendwie zum Beifahrer gedreht ist. Es ist schon fast so ein bisschen, als wäre das Auto eigentlich als Rechtslenker konzipiert gewesen. Vielleicht war es das auch. Egal. Reden wir lieber übers Fahren, denn da gibt es einiges drüber zu sagen. Die Änderungen gegenüber dem normalen Puma, aber auch gegenüber dem Fiesta ST sind nämlich zahlreich. So hat man zum Beispiel die Lenkgeometrie überarbeitet, um eine direktere Lenkung hinzubekommen. Und die Aufhängung musste natürlich auch angepasst werden, aus zweierlei Gründen. Zum einen ist das Gewicht ein bisschen höher und zum anderen ist auch der Schwerpunkt höher. Also sollte man möglichst die Wankneigung reduzieren. Nun könnte man vielleicht glauben, dass die Sache mit der härteren Abstimmung so ein bisschen Komfort gekostet hat. Na, vielleicht hat es das, ein bisschen. Aber das Auto ist dadurch nicht unfahrbar oder unkomfortabel geworden. Und das trotz dieses kleinen Radstands. Das ist wirklich beeindruckend. Trotz allem Lob gibt es aber auch so ein kleines Problem mit der Lenkung. Und zwar ist es das bisschen, das den Fahrer damit verbindet. Also, naja, mit dem Lenkrad ist nichts los. Ist mehr so, dass die Lenkung so ein bisschen zu leichtgängig ist. Zumindest im normalen Modus. Das lässt sich zwar so ein bisschen korrigieren mit dem Sportmodus, aber es ist immer noch nicht so ganz. Es fühlt sich immer noch nicht so ganz, als wären die Räder so mit dem Lenkrad verbunden. Oder zumindest direkt verbunden. Apropos Fahrmodi. Wie erwartet gibt es einige davon. Öko, Normal, Sport, Rennstrecke. Und wie erwartet bin ich auch an keinem davon so wirklich interessiert. Aber die gute Nachricht ist, das Auto fährt sich gut, unabhängig vom Fahrmodus. Und der Öko-Modus ist eigentlich auch überflüssig, denn der 1,5 Liter Dreizylinder da vorne, der ist sparsam, auch mit dem Rowdy am Steuer. Ich denke, es wird niemanden überraschen, wenn ich sage, dass der Motor sich nicht wie ein Atomkraftwerk anfühlt, wie der im GR Yaris. Aber ich denke, es wird einige überraschen, wenn ich sage, dass er nicht weit davon entfernt ist. Auch der fühlt sich einiges stärker an als die 200 vermarkteten PS.
Nicht viele Leute scheinen das zu wissen, aber es kommt schon so ein bisschen drauf an, wie ein Auto die ganze Leistung auch auf die Straße bringt. Schockierend. Dafür hat der Puma ST ein Sperrdifferential von Quaife zwischen den Fronträdern, das die bis zu 320 Newtonmeter Drehmoment im Zaum behält. Und das tut es ziemlich gut. Es ist Teil des optionalen Performance-Pakets, das auch eine Schaltanzeige und die Launch Control beinhaltet. Aber so Sachen nicht auf der Straße machen. Unglücklicherweise läuft dieses Fahrzeug auf Winter-Pirellis. Es ist Winter, offensichtlich. Anstatt Michelins Pilotsport 4S, für den sich Ford exzellenterweise als Sommerreifen entschieden hat. Und trotzdem scheint der italienische Gummi gut mit dem Differential und der Aufhängung mitzuspielen. Wie schlägt sich eigentlich der Held dieses Stücks, das manuelle Getriebe? Nun, die Schaltung ist leichtgängig, fühlt sich gut an, auch wenn es nicht schwer mechanisch ist, wie beim GR Yaris zum Beispiel. Aber saubere Schaltvorgänge sind locker möglich. Auch beim Runterschalten, auch mit Zwischengas. Gerade beim Schalten zeigt sich so ein bisschen der Nachteil dieser Karosserievariante. Da gibt es nämlich eine ziemliche Lücke zwischen Lenkrad und Schalthebel. Und naja, man könnte vielleicht auch sagen, das ist vielleicht so ein bisschen hakelig, aber es nimmt dem Schaltvorgang keinerlei Freude eigentlich. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Als Ensemble, also mit der Pedalerie, gefällt mir die Schaltung im Puma ST besser als im GR Yaris. Darf ich das sagen? Ich mag es, wenn man dem Auto anmerkt, dass es eine gründliche Abstimmungsphase durchgemacht hat. Der Puma ST ist zwar kein Civic Type A, aber das Fahrwerk ist super. Und nun verstehe ich auch, wie der Fiesta ST die Messlatte in seiner Klasse ist. Und Ford hat einen super Job gemacht, das Ganze in ein Chassis oder in eine Karosserievariante mit einem höheren Schwerpunkt zu übersetzen. Ich liebe es, wenn Autos einen so zu Blödeleien anstiften. Hot Hatchbacks haben öfters diesen Effekt, zumindest auf mich. Und wie sich herausgestellt hat, auch kleine Crossover. Ich habe die Woche mit dem Puma ST sehr genossen und auch wenn er vielleicht knapp den Driving Distilled Award verpasst hat, ist es ein sehr spaßiges Auto. Eigentlich ist es sogar das spaßigste Auto unter den Crossovern und SUVs. Es ist die Messlatte in seiner Klasse.